Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in F1 2013. Wie gesagt, wir sind jetzt bei Sauber. Ich habe gedacht, wir wechseln mal das Team wechseln, schauen, ob wir mit Sauber mehr Erfolg haben. Und schauen mal, wo wir jetzt hier landen werden. Und wir sind hier auf Spa unterwegs, eine Strecke, die mir in der Regel eigentlich gut liegt. Aber ich muss die Bremse hinterher nehmen. Ah, okay. Offensichtlich nicht flat out. Und unser Teammate ist dann der Nico Hülkenberg. Boah, ja, okay, wir sind hure weit weg vom Hülkenberg. Ja, wir schauen mal, wo wir landen werden. Aber es ist jetzt spannend zu schauen, wo der Bottas etwa so ist. Bottas war langsamer als der Pastor. Ja, aber wir haben halt natürlich dort in der einen Kurve ein bisschen verkackt, dort, wo nach der Camel Straight die S's nach hinten runter. Aber dort verkackt es immer, aber ich muss auch die Bremse hinterher ziehen. Ich muss auch die Bremse hinterher nehmen. So, da freut sich Sauber, schön. Und dann geht es jetzt ab ins Rennen. So, herzlich willkommen an der Startaufstellung. Wir tun mal die Bremse gerade hinterher. Das versuchen wir. Okay, ein Start gehabt. Oh mein Gott. Bitte bremst einfach nicht ab. Aber da. Haben wir ein bisschen eingehängt gerade. Oh, ein KDM, ey. Der Force India fährt langsam. Verpiss dich, Mann. Ah, wieder ein Getümmel da. Ui! Ah, jetzt gab der Kimi ein bisschen rausgehauen. Oh, Bianchi da vorne, what the fuck? Was hat denn der für einen Start hergelegt gerade? Dann auf hart zum Fahren, der Keib.
Oh! Jetzt muss ich ein bisschen Off-Track überholen. Aber ich habe so viel... Alter, was habe ich für einen Überschuss an Speed? Du bist 4 Plätze hinter Nico. Da schlüpfen wir auch noch gerade durch. Im Rossberg. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Oh, let's go! Wieder ein bisschen... 2 Plätze vor dir. Wieder ein bisschen kaden, aber egal. Die sind wir auch noch. Oh, Nico! Und der Button auch noch gerade. Nein. Ich werde ehrlich gesagt hinter dem Button bleiben, dass ich Dings bekomme. Kann ich sagen, DRS. Dass ich nicht oben auf den Camel kann überholen kann. Du fährst jetzt in seiner verwirbelten Luft. Dadurch hast du weniger Abtrieb auf der Vorderachse. Let's go, P7. P6 sogar. Oh, dort hat es einen Crash gegeben, glaube ich, gerade. In uns. Oh shit, die sind schnell. Wir können uns nicht leisten, zu viel Zeit hinter dem Vordermann zu verlieren. Du bist schneller in Sektor 2. Sektor 2. Das ist schon krass, der Windschatten-Effekt in diesem Game. Oh, wie es mir wieder her sucht, der. Einen Boxenstopp. Im Moment bist du 9 Plätze besser als vorausberechnet. Versuch diese Position zu halten. Okay, stopp. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Oh, Rossberg. Was soll ich mir aber auch die Türen zuhauen, du? Scheiße. Nein, jetzt wird er wahrscheinlich davon ziehen. Hülkenberg. Wir müssen jetzt zusammen arbeiten. Braucht den Windschatten.
Zug die an! Fuck mal, meine Reifen! Schade. Zweimal verkackt in der gleichen Kurve und das hat natürlich dann gerade gekostet. Schade, aber trotzdem starkes Ergebnis. Gerade die Punkte hingefahren mit dem neuen Team P7 von P18, 19, wo wir gestartet sind. Also das Album läuft nicht schlecht. Er hat sich auch besser angefühlt zum Fahren, muss ich ehrlich sagen. 6 Punkte, gut gemacht. 6 Punkte haben wir geholt, von P18 sind wir gestartet, genau. Also wir haben wirklich ein gutes Ergebnis reingefahren. Sepp hat gewonnen vor dem Massa, Weber, Hamilton, Rosberg. Also P6 wäre drin gewesen. Rosberg hätten wir eigentlich auch hinter uns behalten, hätten wir zweimal nicht blöde Fehler gehabt, also wäre es vielleicht sogar das P5 möglich gewesen. Aber, naja, ist jetzt halt leider so. Alonso hat einen DNF gemacht und der Charles Pick hat auch einen DNF gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die DNFs nicht mitbekommt, die passieren. Das finde ich wirklich schade. Aber hey, ist jetzt halt mal so. Gutes Ergebnis gemacht. Hast gut gefunden, würde ich sagen. Da freut sich auch Sauber jetzt. Ja, geil, wir können gehen. Ja, die Strecke hinten dran sieht gar nicht aus wie Spa gerade. Oh, schau, da werden wir umarmt. Kenne ich gar nicht. Bist gerade hier angefangen, weißt du? Grüezi, wer bist du? Hallo, freut mich. Oh, je, du. So gut. Die Gründe sind so komisch. Die sind wirklich so komisch. Gut, also, wir sind, wie gesagt, was sind wir jetzt geworden? P7 geworden, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Gutes Ergebnis. Und das nächste Rennen ist dann Italien, Monza. Mal schauen, was wir dort reisen können. Ist dann auch noch wieder eine Strecke, wo man ein bisschen liegt. Und nachher kommen eben wieder Strecken, wo man gar nicht liegen. Bis auf Japan. Japan liegt man dann wiederum besser. Bin ich gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen, dann würden wir uns dann wieder in der nächsten Episode sehen. Und bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!